Liebe Tänzerinnen und liebe Tänzer, herzlich willkommen zum Bayerisch Tanzen, ein Projekt des Kulturreferats München mit der Katharina Mayer und dem Magnus Keindl. Und in diesem Video zeigen wir euch jetzt den Borischen oder auch Bayerisch-Polka. Der kehrt auf jeden bayerischen Tanzboden wie Walzer, Polka, Dreher. Und das Schöne ist, da kann man mit ein paar Figuren einfach variieren. Genau, wir zeigen euch jetzt gleich mal den Grundschritt. Also als Führender, als Herr bin ich immer auf der Innenseite, meine Tanzpartnerin auf der Außenseite, die Katharina. Und es geht los mit einem Auseinander-Wechselschritt. Der Herr geht nach innen, die Dame nach außen. Also ich nach rechts? Du nach rechts, ich nach links und auseinander und wieder zusammen. Das ist der Grundschritt. Gerne nochmal. Auseinander, wieder zusammen und auseinander und wieder zusammen. Vom Rhythmus her. Und das wird kombiniert mit Rundtanz. Genau, man geht also einmal auseinander, wieder zusammen und dann in die Standardtanzhaltung und dann drehen wir uns in 4 Schritten um die eigene Achse. Hin, her, und dann wieder auseinander, wieder zusammen und drehen. Da ist nur wichtig, dass du wieder in Fahrtrichtung rauskommst. Das heißt so, dass der Herr immer nach innen geht, die Dame jetzt in dem Fall immer nach außen, dann kann ja nichts schief gehen. Oder halt ich immer rechts und du immer links, ja, oder? Genau. So ist es. Und jetzt können wir den Rundtanz noch ein bisschen anreichern, indem man nachhupft. Das schaut dann mal ein bisschen lebendiger aus. Auseinander, wieder zusammen und 1 und 2 und 3 und 4 und auseinander, wieder zusammen und 1, 2, 3, 4. Beide Varianten gehen entweder mit dem Hin- und Herwiegen oder eben mit dem Nachhupfen. So, und jetzt erkennen wir dazu, wenn wir auseinander und wieder zusammen gehen, verschiedenste Elemente mit einbauen, Klatschelemente, Spielformen. Und das ist das Schöne am Bayerischen, man kann da und lassen, was man will eigentlich. Man gell? muss Jeder nur ist irgendwann frei. wieder zurückkommen. Man muss nur wieder zusammenfinden, genau. Und was ihr zwischenzeitlich macht, ist eigentlich völlig egal. Und da geben wir euch jetzt ein paar Inspirationen dazu. Man kann zum Beispiel beim Auseinandergehen stampfen. Auseinander und wieder zusammen. Oder auch dazu in den klatschen. Auseinander und wieder zusammen. Zum Beispiel. Ja? Und zwischendrin kommt dann natürlich immer unser Rundtanz. Hin und her, hin und her. Man kann auseinanderdrehen. Auseinander und zurück wieder zusammen. Und miteinander drehen. Miteinander drehen. Mit Zwangs nochmal. Rausdrehen und zurückgehen und drehen, drehen, drehen. Und für die ganz Flotten rausdrehen und zurückdrehen, Kathi. Okay, alles klar. Und rausdrehen und zurückdrehen und. Und das Schöne ist, ihr müsst euch da eigentlich gar nicht mit dem Tanzpartner absprechen. Wir machen es jetzt gerade, aber diese Drehfiguren könnt ihr einbauen, wann ihr wollt. Dann haben wir noch 2 interessante Figuren für euch, die man miteinander tanzt. Und zwar die erste, führen wir die Dame mit nach innen. Das sagen wir euch gleich. Erst geht es auseinander, auseinander, wieder zusammen, miteinander drehen, miteinander drehen. Und wenn ich dann die Tanzfassung nicht auflöse, dann muss die Katharina automatisch mit nach innen gehen. Nach innen und wieder raus. Also ganz besonders schöne Figur. Drehen, drehen, drehen. Also wenn ich nicht aufmache, kann sie gar nicht nach außen gehen, sondern sie muss halt mir mit folgen. Genau. Und das ist eine sehr schöne Variante. Und als zweites, ja, sage ich mal, Paarfigur, oder die zweite Paarfigur ist ein Rausdrehen mit Klatschen. Der Dreh. Machen wir es auch auseinander. Ja, machen wir es auseinander. Gut. Ja. Auseinander, dass man sieht, wo man herkommt. Zusammen, miteinander drehen. Und anstelle vom Auseinander kommt jetzt wieder die gefasste Hand nach oben, durchdrehen und zurückdrehen. Und dann kann man klatschen. Und zwar auf die eigenen Schenkel, in die eigenen Hände, dreimal in die Hände des Gegenüber. Das ist jetzt der Rundtanz, der Teil vom Rundtanz wäre das gewesen. Und dann stoßt man sie wieder auseinander und wieder zusammen und dreht wieder. Und da fällt halt dann der Rundtanz weg. Genau. Machen wir das mal nochmal, Ja. oder? Mit dem Drehen. Rausdrehen. Das ist der Dreierschritt. Das ist der Wurscht, gell? Mit Handwechsel, genau. Oder auch ohne. Runter, und das wäre jetzt der Rundtanz. 1, 2, 3. Und dann nehmt einfach die Innenhand und tatsächlich wieder auseinanderschirmen. Dann Wichtig ist, diese Drehfigur, die funktioniert immer nur nach dem gemeinsamen Drehteil. Aber wir tanzen euch das jetzt auch vor. Wundert euch nicht, es ist jetzt nichts abgesprochen. Alle Tanzpaare tanzen das, worauf sie Lust haben, aber es sind alle Figurenelemente mit dabei. Ja, das geht schon klar. Geigerei, Schreiner, Backmas, Borisch, macht's gleich alle mit.
und auseinander. Wieder zack. Und auseinander und wieder zusammen. Drehen, 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 drehen. Und auseinander, wieder zusammen. Und man kann natürlich auch Partner klauen, gell? Es geht genauso. Auseinander, wieder zusammen. Also ein Bayerisch Polka ist wirklich was Herrliches, weil man kann sich so viel Gedanken machen, Gedanken machen, einfach drauf lostanzen, aber so viele Varianten mit reinbringen. Einfach wild und wunderbar, da die Song, ha? Ja, du sagst es ganz richtig, Katharina. Einfach herrlich. Und wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren, beim Zuhause mittanzen. Wir verabschieden uns für heute. Pfiat euch, servus. Pfiat euch, servus.